Gab sie mir wenigstens die Vorwahl. Per favore. Ja. Ey, per favore. Oh, gab sie mir wenigstens die Vorwahl. Per favore. Da gab's nur noch 10 Millionen Kombinationen, ja. 079 hat sie gesagt. Du weisst immer noch nichts, hat sie gesagt. Nicht mal Tschüss hat sie gesagt, ey. Und ich frage sie, ob ich ihre Tüt, hat sie gesagt. Tüt, 079 hat sie gesagt. Du weisst immer noch nichts, hat sie gesagt. Nicht mal Tschüss hat sie gesagt, ey. Und ich frage sie, ob ich ihre Tüt, hat sie gesagt, yeah. Ich lüte jeden Tag eine Auskunft an und möchte ihre Nummer haben. Wer läutet heute noch der Auskunft an? Viele arbeiten nicht mehr da, nur noch sie und noch 2 andere. Heisst jedes dritte Mal ist sie dran. Sie gibt mir jede Nummer. Ihre gibt sie mir nicht, gab sie mir wenigstens Vorwahl. Per favore. Da gab's nur noch 10 Millionen Kombinationen, ja. Und wenn ich nachher pro Minute 3 von den Nummern ausprobiere, wir können's maximal nur 6,5 Jahre lang gehen, bis ich ihre bin. 079 hat sie gesagt. Du weisst immer noch nichts, hat sie gesagt. Nicht mal Tschüss hat sie gesagt, ey. Und ich frage sie, ob ich ihre Tüt, hat sie gesagt. Tüt, 079 hat sie gesagt. Du weisst immer noch nichts, hat sie gesagt. Nicht mal Tschüss hat sie gesagt, ey. Und ich frage sie, ob ich ihre Tüt, hat sie gesagt. Tüt. Und jetzt bin ich seit Jahren immer falsch verbunden. Und am Schluss bleibt mir tatsächlich nur eine Nummer. Nur noch eine Nummer, wo nicht die nicht zittrigen Finger. Und bin mir sicher, wie das Lied auch muss stimmen. Hör ich plötzlich, dass jemand dran ist. Und wegen dem hör ich, dass dran ist. Und noch etwa jemanden sein, aber es langt lang nicht. Es rennen Leute her, und alles verlangsamt sich. 144, haben sie gesagt. Wie ist das nur passiert, haben sie gesagt. Du hast hier, haben sie gesagt, ja. Und sie winken die Ambulanz an, hier, haben sie gesagt, hier. 144, haben sie gesagt. Wie ist das nur passiert, haben sie gesagt. Du hast hier, haben sie gesagt, ja. Und sie winken die Ambulanz an, hier, haben sie gesagt, hier. Guck mal in Bayern, ich bin Miami-Mann, an dir ist nicht mal halb so viel dran. Unter allen Boys bin ich der geile Surfer, dein Girl freut sich über meinen Körper. Hör auf mit mir rum zu diskutieren, starte lieber deine Kellerwolle einzufrieren. Auf deine Sunscreen scheiß ich, du brauchst einen Sonnenschirm und ich ist Faktor 130. Merk dir diesen Namen, weil mich alle Leute so nennen. Mein Körper ist flawless, ich hab keine Allüren. Doch die Leute wollen ständig meine Muscles berühren. So schön, so groß, so stark, so eitel, diese Augen, diese Muskeln, dieser glattgelenkte Scheitel, seine edelsten Teile und sein Kinn sind enorm. Warum ist dieser Mann denn bloß so gut in Form? Oh, sweet, ein Instrumentalteil.
Weißt du, wenn du so aussiehst wie ich, dann kannst du alles spielen lassen. Nicht nur Gitarren oder Tiere, Dings das, sondern auch Muskeln. Oder zum Beispiel Frauenklöte. Mr. Miami, Oh ja. Mr. Miami Man, Aha. Mr. Miami, Mr. Miami Man, Mr. Miami, Jupp. Mr. Miami Oh, Man, Mr. Miami, Mr. Miami Man, Mr. Miami Man, Mr. da hört Miami ihr's. Mr. Miami, Mr. Miami Man, Mr. Miami, Mr. Miami Sagt es nochmal. Miami Man, Mr. Miami Man. Mr. Mai. Oh, das Lied ist ja schon zu Ende. Ich bin der Doktor, meine Medizin. Keine Ritalin, nur der Vitamin. Meine Rezepte sind alle anerkannt. Vom illegalen Apothekenverband. 100%ige Fußgarantie. Keine Nebenwirkungen in der Therapie. Umweltschonend und gut für das Klima. Ich bin sozial wie der nächste Mandela. Komm in meine Praxis. Wenn du Komplexe hast oder krank bist. Komm, ich gebe dir deine Vitamin. Meine musikalische Adrenalin. Keine Kokain, keine Nikotin, keine Amphetamin. Hier kommt der Doktor in diese Lied, ist deine Medizin. Keine Illusion von der Television, alles legitim. In diese Lied ist deine Supervitamin. Ich habe keine Diplom, trage keine Uniform. Meine Medizin ist eine Revolution. 1 Million Angebot von Novartis. Dann hab ich abgesagt, es ist gratis. Darum sind alle Patienten zufrieden. Jugendschutz wird bei mir klein geschrieben. Und wenn die Polizei kommt, dann sag ich lang. Ich kann den Spagat wie der Jean-Claude Van Damme. Komm in meine Praxis. Wenn du Komplexe hast oder krank bist. Komm, ich gebe dir deine Vitamin. Meine musikalische Adrenalin. Keine Kokain, keine Nikotin, keine Amphetamin. Hier kommt der Doktor in diese Lied, ist deine Medizin. Keine Illusion von der Television, alles legitim. In diese Lied ist deine Supervitamin. Manipulation von der Zivilisation, so viele negative Information. Komm hier eine deine Symptom, ich bin der Doktor, komm Baby komm. Hast du wie ne viele Schmerzeli, nimm keine Tablette oder Cephali. Komm und höre Urin, meine Musik ist deine Medizin. Keine Kokain, keine Nikotin, keine Amphetamin. Hier kommt der Doktor in diese Lied, ist deine Medizin. Keine Illusion von der Television, alles legitim. In dieser Lied ist deine Supervitamin. Keine Kokain, keine Nikotin, keine Amphetamin. Hier kommt der Doktor in dieser Lied ist deine Medizin. Keine Illusion von der Television, alles legitim.
Wilo. Oh, der Flipwitz am Start. Ich bin jetzt noch Lady am Start. Das kann man sich vorstellen, das war noch ein Kind. Stell ich mir das vorstellen, Ich meine, mit der Flipwitz und der Debbie zum Beispiel. Alle bei der Blippi, 28 und aus der Schweiz. Ja, ich bin Debbie, ich bin 26 und ich mache so ein paar, vor allem Kindervideos auf meinem Kanal. Super, freut mich doch, dass ihr auch heute am Start sind. Ich hoffe, es geht allen sehr gut. Im Stream hört man Musik noch mega laut. Ja, keine Musik mehr. Hallo, hört man uns? Hallo. Ja. Dann fangen wir jetzt halt an mit der ersten Frage. Machen wir es kurz und knackig. Erste Frage lautet von heute: Warum kostet ein Zugticket für einen Schweizer Student eine Fahrt in der Schweiz 400 Franken? Was? 400? 400. Also pro Tag, oder was? Nein, eine Fahrt, die noch gefahren ist. Ach So. so. Wie viel verdient ein Student pro Tag? Nein, irgendein Student ist gegen eine Strecke gefahren und hat 400 Franken gezahlt. Und jetzt ist die Frage, warum? Aha, ja, jetzt haben sie auch gecheckt, ja. Nein. Wahrscheinlich, weil er die Monatskarte gelöst hat aus Versehen. Nein. Aber es war eine gute Möglichkeit. 400 Franken. Der SWB ist teuer. Aus extra. Spendenaktion? Er hat die erste Klasse gelöst. Wüsste jetzt gar nicht, aber es ist wahrscheinlich unrelevant. Aber ist es dann genau 400 gewesen, oder sind es ein bisschen gerundet irgendwas? Nein, es waren 400 Franken. Gewesen. Hä? Ich habe eine Idee. Er hat das Billett gelöst und hat das Billett nicht gefunden. Und er ist 4-mal in die Kontrolle gekommen und hat jedes Mal 100 Franken müssen zahlen. Das wäre etwas. Es muss immer so, er hätte viele gelöst. Aber Er das Billett allein, hat dabei gehabt. aber er hat es nicht gefunden in dem Moment. Und der Doch, Kontrolle. er hat es gefunden. Aber es war falsch gewesen. Wie in Ich kann mal schnell falsch. anschauen. Oh, wir sind auf einem guten Weg. Ich will nicht zu viel allein machen, darum. Er Mir hat fällt ein nichts ein. deutsches Ticket gehabt. Und ist in der Schweiz immer gefahren. Warum kostet er 400 Franken? US. Es war kein deutsches Ticket, gewesen, nein. Der hat schon ein Schweizer Ticket gelöst. Gehabt. Also sind die 400 Franken quasi zusammengerechnet, Bus und das Billett? Oder, also geht es um einen Bus? Ja, eigentlich schon. Er hat eine Rundreise gemacht. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo er hingefahren ist. Okay. Aha, da kommt nicht drauf an. Das schaffst du doch gar ein nicht in der Bus Schweiz, gewesen. 400 Franken. Es war ein Bus, irgendein Bus. Also wenn du das Billett nicht dabei hast, zahlst du 100, oder? Er hat es aber dabei gehabt. Und wenn es das Falsches ist, dann hat er 300 Franken für das Billett ausgegeben und hat dann das falsche Billett gehabt und hat noch 100 müssen draufzahlen. In dem Fall. Weil du zahlst ja Oder das- 100. Er hat das Billett gezahlt und nachher ist er eingeschlafen und ist zu weit gefahren. Und hat müssen Bus zahlen. Nein, ist nicht eingeschlafen, nein. So als Tipp, er hat genau die Strecke gekauft, wo er gefahren ist. Aber am falschen Datum. Nein, das Datum ist dumm. Aber, Ruhestörung. Er hat Musik gehört, Füße auf dem Sitz. nein, das wäre aber eine gute Möglichkeit gewesen. Er war ein Bankräuber, hat 400 Franken geklaut und dann ist er verwitscht worden und hat die 400 Franken müssen zahlen. Nein.
Also er hat das richtige Billett gehabt. Eigentlich Trotzdem. schon. Also ich habe mal irgendwie auch schon, früher habe ich immer am Automat so Billett ausprobiert, möglichst teures Billett zu kriegen. Und da kommst du über 1000 Franken, wenn du ein richtiges teures Billett willst. Aber jetzt hätte nur das Billett gekauft für den richtigen Tag und nachher Pro, für die Strecke. Also ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass er Student ist. Weil es gibt doch Studentenbillett, oder? Ja, kann es gehen, ja. Wahrscheinlich hat er ein normales Billett gelöst und er ist aber Student und hätte eigentlich ein viel günstigeres bekommen. Und weil er aber das teure gekauft hat, wo er gar nicht hätte müssen, hat er dafür einen Buß bekommen. Das macht ja Nein, macht keinen keinen Sinn. Sinn. Die Idee Ja, ist, die Antworten geben Aber keinen Sinn. ja, voll. Ich schaue mal auf sbw.ch nach und schaue mal, was für ein 400-frankiges Ticket das es gibt. also das Ticket hat etwa 20 Stutz gekostet oder 10 Stutz gekostet. Aha, das Ticket hat gar nicht so viel gekostet. Nein. Am Ticket selber liegt das nicht. Vielleicht hat er ein Halbtags gelöst, weil er so hat tun, als wäre er unter 16. Nein, er hat nichts für dem zu tun. Also nicht mit dem Alter. Nein. Hat er noch etwas Bestimmtes dabei gehabt, zum Beispiel einen Hund oder ein Velo Nein. oder so? Oder ein anderer Mensch? Nein, er ist allein gefahren. Hat er einen Menschen in der Tasche gepackt. Also allein ist er nicht gefahren, es hat noch irgendwo einen Kondukteur dabei gehabt. Ja. Das sind das zweite gewesen. Das dritte, der Fahrer. Also der Kondukteur war auch gerade der Zugfahrer gewesen. Es sind nur 2 Leute drin gewesen. Hat es etwas mit dieser Frage zu tun, da, wegen dem Korridorzug, den ich einmal gestellt Nein. habe? Schweizer Grenze? Nein, ich will mal eine andere Frage. Warum man alles angeben, wenn der Ticket löst ist? Hin und zurück? Halbtags? Erste, Datum? zweite Klasse. Na, was bestimmt? Der Preis? Ja, der Ort. Die Ortschaft, wo man hin will. Und der Staat. Er hat das Billett kopiert. Weißt du, wenn das Bild auf der App löst ist? Dann hast du es auf dem Handy. Wie löst du das auf der App? Oder was musst du angeben? Billett kaufen. Dann muss man noch seinen Namen angeben. Das Geburtsdatum. Hat er eine andere Adresse angegeben und dann hat ein anderer für Nicht die Adresse, das ist falsch. Die Adresse musst du gar nicht angeben, wenn du online angibst. Nur das Die Geburtsdatum und den Namen. Rechnungsadresse. Die Nicht die Rechnungsadresse. Adresse, nicht die Adresse. Du musst mehr Karten zahlen oder so, dann hast du gar Der keine Name. Du kannst auch Namen tun mit nicht normaler schlecht. Rechnung. Ja, den Namen musst du geben. Er hat den Namen falsch eingegeben. Und das ist dann Identitätsklaue. Man kann es so durchgelten lassen, dass Lippi gelöst hat. Ich löse es gerade schon auf. Nämlich der Student hat das Ticket versehentlich nicht auf sich gelöst, sondern auf seine Freundin. Und dadurch hat er einen Buß zahlen und jetzt hat er einen Strafbefehl bekommen. Hat nicht 400 Franken gekostet. Krass. Oh! Also, warte noch schnell die Lösung einblenden lassen. Genau. Oha. Oha. Heftig. Zu der zweiten Frage sage ich mal, ihr könnt es kennen. Ihr könnt es aber auch nicht kennen. Nämlich, was ist ein Flotzmaul? Ein Flotzmaul. Ein flottes Maul. Ja. Etwas, was flott ist. Aha. Flotz. Ist es Berndeutsch? Berner haben ja manchmal so komische Wörter im Dialekt. Ja, das heißt die ganze Schweiz, oder? Die Deutsch-Schweizer so. Oh, okay. Es ist ein anderes Wort für etwas. Wenn der Flotzmaul, also redest du viel, jemand, der viel redet? Nein, nichts mit dem zu tun. Hat es etwas mit Essen zu tun? Mit Essen, nein. Flotz. Ich kann mich erinnern an die Frage, aber ich weiss die Antwort nicht mehr. Weil du hast mir die Ja, die mag gestellt, ja. Ja.
Ich habe gemeint, es sei etwas Flotz. zum Essen, jetzt bin ich mir nicht sicher. Ein Flotz. Ein Maul. Hat es etwas mit einem Maul zu tun? Indirekt schon. Ja, okay. Also, gell, wir sind beim Mensch total falsch. Das ist genau richtig, ja. Also bei einem Einfach Tier. ein Tier. Tier tönt schon mal besser. Aha! Es ist ein Hund. Kein Hund. Weil er viel, ein Hund, der viel bellt. Nein. Ein Fisch. Ein Fisch. Fisch, nein. Ein Landtier. Ein Landtier, ja. Okay. Eins, das in der Schweiz lebt, logischerweise, sonst wäre es kein... Ah, Klotzmaul, ja. Ah, das Murmeli! Das Murmeli vielleicht? Nein, das wäre ein Munk, aber... Nein. Es pfeift immer. Was gibt's? Eine Gams? Also wenn man es Tier weiss, dann ist das die Antwort dann, oder was? Nein. Aha! Ah, okay. Weil du hast vorher, wo du den Ordner aufgemacht hast, irgendwie noch ein Bild von einer Kuh gehabt, darum denke ich, hat es etwas mit einer Kuh zu tun. Du teilst uns den Bildschirm. Echt? ja. Ich weiß nicht wie. Darum wollte ich extra vorher nichts sagen, weil ich habe Nein, nur ja, gar nicht. Ah, den Also das meinst ist du? jetzt Eine Kuh tönt schon mal gut, ja. Eine Kuh. ein Flotzmaul. Also eine Kuh und ein Maul. Zunge. Nur indirekt. Nein. Indirekt mit dem Maul. Hat es etwas mit dem... mit der Nase zu tun? Mit dem Ring oder so? So etwas? Mit dem Ring nicht, aber mit der Nase tönt auch gut. Nase tönt Also ist auch. sie- Also ist es eine Kuh oder ein Stier? Also eine weibliche Das Kuh heisst oder doch eine er männliche? nicht. Immer mal eine Kuh. Ich glaube, Ah, ich okay. weiß nicht, ob es der Rind auch hat und ein Stier. Ich glaube, der hat es glaube auch. Aha, es ist in dem Fall ein Körperteil von einer Kuh. Indirekt, ja. Indirekt. Also wenn man das als Körperteil benennen. Was hat eine Kuh, wo ein Eine anderes von- Tier heisst- hat? Warte, die hat ganz viele verschiedene Mägen, aber Flotzmaul heisst, glaube ich, keiner von diesen Magen. Netzmagen gibt's. Das Wiederkäuen. Flottes Maul. Ja, Symbolik. Irgendwo mal Teile benennt. Und das heißt, die ist nicht schlecht. Was? Irgendwo mal Teile benennt. Irgendwo mal Teile sagen von einer Kuh, oder? Und wenn ich gesagt habe, die ist nicht schlecht. was benennt? Ich habe Körperteil gesagt von einer Kuh, und ich sagte, das ist nicht schlecht. Ein Magen? Nein, kein Magen. Maul und Nase haben wir gehabt. Aha. Nase und? Ah, und Zunge. Zunge war noch. Hat noch jemand gesagt. Nicht ganz Zunge, aber da wo die Zunge drinnen ist. Zäh! Das Gebiss. Ja, wo ist das Gebiss drinnen? Hey, Maul! Genau. Es war das Maul gewesen, ja. So einfach eigentlich. Und weißt jetzt Flotzmaul? Ja, das Maul. Wenn ihr Nase habt und wenn ihr das Maul habt? Hä? Hä? Das Maul? Hä? Soll ich das auflösen? Ja. Oder? Ja, okay. Ein Nasenmaul. Ich zeige nur Bild. Das Ein ist das Lüsterei. Flotzmaul. Aha! Nehmen die Verschmelzung vom Naseneingang und von der Oberlippe vom Rind. Nennt man Flotzmaul. Okay. Ah, okay. Noch nie gehört.
Ja, ich auch nicht. Aber mit Kühen habe ich auch nicht wirklich viel zu tun. Grüß gehen raus an den Crazy Luke. Er ist im Kommentar, nicht dass er irgendein... Ja, egal. Es ist gerade das Maul, willst du mir zeigen, oder wie? Nein, eben nicht. Genau, eben nicht. Frag du, ich kann müsste dann eben, weißt du, einen Hochstapler. Einer, der hochstapelt. Ja, einer, der hoch angibt, aber eigentlich gar nicht das bietet, was er angibt. Ich sehe die Also, Frage das nicht Lotz an, Maul ja, glaub geht nicht. grad. Nein. Er hat die falsche Frage reingefügt. So. Einer, Ja, ist der einfach, mit dem Hubstapler hoch stapelt. nein, Hochstapler ist einer, der, ja, wie sagt man, er gibt überrascht. eigentlich, ja, er sagt etwas, was er gar nicht, Der also ich weiss, dass es ein Hochstapler ist, aber ich weiss nicht, wie erklären. Der Purzel denkt eben immer weiter, als wir denken. Darum denke ich jetzt schon mal vorhinein zu weit. Nein, ein Hochstapler ist ein Mensch, Ein Betrüger. der eigentlich, Nein, nicht ein ja, wie sagen wir das? Er sagt etwas, also er sagt, er kann etwas, was er eigentlich gar nicht kann. Also er sagt mir, nein, wie sagen wir das? Er ist sagt genau mehr- der. Er sagt mehr, als er wirklich ist. Tut. Ja, etwas so, Ja, kann ja. man durchschauen. Hochstapler ist eine Person, die sich als als mehr erscheinen will, als sie eigentlich ist, indem sie sich als höhere Gesellschaft oder als höherer Rang von einer Gesellschaft, von einem Beruf, von einer Position angeht, als sie schlussendlich auch ist. Ja, voll, ja. Das nennt man Hochstapler, korrekt. Also Beruf, was heisst Beruf? Wenn du Meine- sagst, du bist eigentlich bist nur Putzkraft oder sagst, du bist der Chef dieser Firma. Ich habe mich jetzt sogar gefragt, ob das in unserer Szene auch... Es ist ja kein Beruf in dem Sinn, oder? Aber... Jetzt mal ein bisschen was Spezielles als Frage. Nämlich, Okay. was ist ein Dancing Squid? Squid ist... Irgendetwas, was tanzt. Ist doch... Squid? Das ist ein Squid Tintenfisch. Squid Game. ist ein Tintenfisch. Nicht! Also, nur das Wort Squid... Stimmt Squid das nicht? Game. Squid ist ein Tintenfisch, das ist richtig, ja. Weißt du, ein Dancing Squid? Ein tanzender Tintenfisch. Einer, der wie der Thaddeus tanzt. Das ist so... Ein Kalmar. Indirekt, ja. Weißt du, ich brauche konkret, was das ist. Ich brauche es konkret. Oh. Übersetzung ist umgekehrt schon ein tanzender Tintenfisch, aber ich wollte wissen, was das ist. Paarungstanz. Ja, genau, das heißt, ja, genau. Nein, es kann Paris-Tanzen. Ah, nicht. Bedrohungstanz. Vielleicht so der Abgang, weißt du? Irgendwie rührt das Glas durch den Club durch und geht dann. Weißt du, so wie ein Tintenfisch, der so. So. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Es geht nur Nein. mit Tinte. Einer, der den Kugelschreiber am anderen zurührt. Nein. Also, geht es überhaupt um einen Tintenfisch? Oder ist das ein Begriff? Ja, es für geht um etwas Tintenfisch, ja. anderes? Okay. Hat es etwas mit dem Geschlecht zu tun? Ist das nicht, wandelt die sich nicht irgendwie um? Wo? Kann man den Tintenfisch, oder wie? Nein, vom einen Geschlecht zum anderen. Das irgendwie. Oder verwechsel ich das jetzt mit Ja, irgendwas? man kann sich selbst befruchten, oder wie? Also, Schnecken tun sich selber befruchten. Ja, aber das hat nichts mit Geschlecht zu tun, nein. Okay. Ich habe so gedacht, vielleicht, dass irgendwie nur Frauen und nur Männer miteinander tanzen und nicht geschlechterübergreifend. Zumindest ist das mal etwas, was so ein bisschen überlegen ist. Nur als falsche Tier Also gesehen. von mir, meine ich. Ihr überlegt euch immer sehr viel. Noch das Falsche. Offensichtlich. Mach nichts, mach nichts. Tanz.
Tanzende. Oder wo kann es da gehen? Das ist eine andere Frage. Wo kann man Dancing Squid? Oder wo kann es da gehen? Im tiefen Meer. Dort wahrscheinlich weniger. Nicht nur Also wo im Club oder im tiefen? im tiefen Meer. Nicht. Am Club, kein Mann. am Club kriegst du kein, oder am Club gibt es kein Dancing Squid. Vielleicht ist das ein spezieller Tanz, wo das vierte tanzt, weil ein Tintenfisch 8 Arme hat, oder? Nein, nicht mit Tanz. Also doch, also jein. Also was kann man in einem Club machen? Nein. Aha. Aber Kalmare sind sie im Fall auch nicht, weil der würde im tiefen Meer leben. Ja, wahrscheinlich geht es an einer Beachparty auch, oder? Nein, geht auch nicht. Also ich glaube nicht, dass es geht. Ah, du kannst das gar nicht tanzen? Nein. Also es ist ja ein Tintenfisch, es Okay. geht um Tintenfisch, Ja. oder? Das hast du gesagt. Kannst du den also auch nicht vorführen am Schluss von dieser Frage? Doch, ich kann ein Bild zeigen, von Dancing Squid. Aha. Also das heisst, es geht mehr um den Tintenfisch, wie wirklich ums Tanzen. Ja. Ist es irgendeine Emotion, die der Tintenfisch zeigt damit? Ich glaube nicht. Ja, okay. Vielleicht ist es etwas komplett anderes und er verarscht uns einfach die ganze Zeit. Kann sein. Das klingt gut, was war das halt? Das klingt vernünftig. Also ich habe eine Idee. Was haltet ihr davon, bei so Grossstädten auf dem Satellitenbild, wenn eine grosse Kreuzung, sag mal so zu Paris beim, wie heisst das, der Triumphbogen, wo irgendwie hunderte von Strassen zusammenkommen und jetzt kommen bei dem Dancing Squid nur 8 Strassen zusammen und dann sieht das von oben Ist aus noch eine wie Variante Dancing 2? mit den Strassen, mit den Autos. Hä? Ist eine Variante 2? Nein, Ja, besser gewesen. das 2. Ja. Also nur 2 Strassen. Nein. Eine andere Variante wie die. Also bin ich total daneben, Ja. alles klar. Vielleicht eine andere Frage. Oh Wo gibt's da? Vom Land bin- her gesehen. In welchem Land kann man Menschen ein Dancing Squid Ja, dort, In wo man England. Englisch spricht, ja. In Englisch? England. Nein. In China. Nur in China. Aber ist schon näher dran. Australien. Nein. Indien. Nein. Japan. Genau. In Japan. Okay, da geht's um Dancing Squid. Ja. Ist das das Plüschtierli, wo die Leute sich auf den Kopf setzen? Nein. Also so kannst du und nachher... Okay. Ich habe keine Ahnung von Japan. Das machen sie vor dem Essen. Nicht vor dem Essen. Nach dem Essen. Nein. Während dem Essen. Während dem Essen. Ja, während dem Essen tut man vernünftig, aber... Weißt du, das hat mit Dancing Squid zu tun. Oh nein, das tönt schwer danach, dass man irgendwie mit Essen spielt. Nein, wir spielen nicht mit Essen. Denke ich mal nicht. Also nicht mit lebendigem Essen, das ist nicht irgendwie so etwas. Es ist nicht mehr lebendig, nein. Es ist nicht mehr lebendig. Also es geht darum, etwas zu essen. Was essen wir? Wird ein Tintenfisch gegessen? Genau. Kann man Dann sowas tanzen wir dazu. richtig gelten lassen? Würde man sagen, ja, es ist eigentlich ein Essen aus Japan. Ich kann wahrscheinlich ein Foto einfügen. Man sieht aber darauf nicht gut, das geht schon mal. Ein Dancing Squid ist das hier. Ja. Es ist ein Tintenfischgericht aus Japan, wie wir schon gesagt haben. Und eigentlich bei einem Toten, also bei einem Toten ist erstmal nur toter Tintenfisch, aber bei dem Tintenfisch lernt man Sojasauce drüber, und dadurch, dass Soja Salz enthält, muss man durch den Tintenfisch zusammen und es sieht aus, als ob der Tintenfisch nochmal tanzen. Ah. Ey, was mich jetzt gerade würde interessieren, ich sehe gerade, dass der Crazy Look das in den Kommentaren herausgefunden hat. Mich würde interessieren, ob er das auch wirklich gewusst hat oder ob er das gegoogelt hat. Übrigens Gesundheit an dieser Stelle. Und einen guten. Nur gehustet. Egal, ich bin gar nicht...
Alles Ja, gut. wie auch immer. So. Jetzt musst du auch etwa 30 Sekunden warten, bis es gehört von mir, aber das ist eigentlich nebensächlich. Schon gut. Wir gehen schon zur Frage Nummer 5. Und die Frage Nummer 5 heißt: Was ist ein Schwedenbitter? Bitter. Es hat wahrscheinlich auch nichts mit Schweden zu tun, oder schon? Ich glaube nicht. Schweden, bitter. Bitter. Hat es etwas überhaupt mit Bitter zu tun? Nein, Spaß. Es hat nichts mit Schweden und nichts mit Bitter zu tun, oder? Ich glaube nicht. Schwedische Gardinen sind bitter. Es ist sicher ein Wortspiel, irgendwie so Butter anstelle von Bitter. Butter, nein. Bitter. Das sagt nicht Bern, das sagt der Butter Schwedenbitter, oder wie? Ja, wenn er von Wer Schweden weiß. kommt. Nein, Das hat auch nichts mit du meinst Schweden zu tun. schwedische Butter, nehmen wir Schwedenbitter. Vielleicht. Wenn er es nicht so noch bitter ist, oder wie? Es hat etwas mit dem Norden zu tun. Ja, das kann sein. Schon nicht mit der Dürre drin. Kalt. Aber es hat eben Schweden hat nicht direkt etwas damit zu tun. Ich glaube nicht. Also, ich Weißt, das ist dann, wenn dir der Butter gefriert im Kühlschrank. Es ist Schwedenbitter drin. es hat, glaube ich, mit dem Bitter, mit dem Butter. Also jede Butter, die du früher siehst, heißt der Chef immer so in der Küche, hol mal in Schwedenbitter, oder wie? Genau. wenn du den Butter in der Pfanne tust auftauen und du hast am Schluss mehr auftauendes Wasser wie Butter. Schwedenbitter, oder sie? Ah, ja. Das ist komplett falsch. Schweden, Schnitte. Also es hat da nichts mit der Kälte zu tun. Nein. Was sind das für Fragen? Ja, ich habe 0 Anhaltspunkt. Flippi, hast du einen Anhaltspunkt? Ist es ein Schweizer nicht. Begriff? Ah, Ich glaube nicht. Auch nicht. Also ist es ein deutscher Begriff. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Also aus einem deutschsprachigen Land nehme ich mal an. Kann sein, ja. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Ich muss so als Tipp, ob man es mit Schwedenbitter oder was braucht es dafür? Oder wer braucht einen Schwedenbitter? ein Tier. Ein Tier, nein. Ein Mensch. Ein Mensch. Es geht um einen Beruf. Nein. Auch Nicht. nicht. Es ist ein Werkzeug. Es ist kein Werkzeug, nein. Es ist ein Schmetterling. Wieso? Ich brauche immer den Schwedenbitter. Das ist eine Antwort, es ist ein Schmetterling, genau. Einer, der besoffen anfängt, ist Schwedenbitter. Ich Scherz am Rande. Ist es ein Gegenstand? Nein, es ist etwas, was ein Mensch macht, hast du gesagt. Das macht Der Mensch kein... Also, machen... Er macht nicht indirekt Ich eigentlich, glaube, sag ich mal. der Mensch braucht es. Er braucht es, ja. Das klingt schon mal gut. Aber wen braucht das? Hä. Schreibt man es genau so, wie es dir geschrieben hast, mit Bitter mit 2 T, oder? Nein, mit V. Ach Mann. Ich schreibe ab dieser falschen Chat rein, also nachgoogeln, also dass man gar nicht findet. Auch heißt immer Nein. gut, immer Artikel nicht gefunden. Meinten Sie Schweden bitte mit Doppel-T? Ist es essentiell für den Mensch? Nein. Auch nicht. Was heißt essentiell lebensnotwendig? Ja, Meinst du, ohne Schweden bitte stirbst? zum Beispiel, ja. Ich glaube nicht. Okay. Das war die Strafe wahrscheinlich.
was mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, beim Turnunterricht hat sich das eine Schwedenbank doch gegeben, oder? Schwedenkasten. Kasten, genau. Hat das etwas mit dem zu tun? Also das... Dass der erste Grip hast, braucht nicht viel Federbitter, meinst du? Meinst du, dass es irgendwie von etwas anderem kommt, das Bitter? Ist es etwas zum Turnen? Zum Turnen, Ist es nein. etwas... Ah, okay. Vielleicht ist es ein spezielles Bett. Kommt von Bitter, Doppel-T. Bit. Ein normales Bett, neben mir im Ikea Schwedenbitter, oder wie? Ja, in jetzt der hab ich's- Ikea sowieso, oder? Kommt ja von Schweden, nicht? Ja, jetzt soll ich mal sagen, hat es etwas mit der Ikea zu tun? Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommst du gar nicht über. Wie man Ich wollte behauptet. fragen, kannst du das in der Ikea kaufen? Im Ikea selber nicht, nein. Schauen, was Ich der glaube nicht, dass es das gibt. Unglaublich. Schweden, hä? Hat man sie in der Wohnung? Kann sein. Wenn ihr es gekauft habt. Am Schluss ist Ist es etwas ein zum Auto oder Aufstellen? so. Keine Ahnung. Du stehst nein. Nein, Doch, das Auto so hast eine du in der Minifigur Wohnung. von der Schwede. Kannst du auch in die Wohnung stellen. So denkt der Purz, ich sag das. Das ist eine Minifigur vom Ibrahimovic. Mit 15 cm Größe, das ist ein Schwedenbitter. Vielleicht sind es Bonini-Bildchen von Schweden. Wo man da bei Schwedenbitter lebt. Nehmen wir Schwedenbitter. Ein Schweden bitte ein Möbel. Nein, ist kein Möbel. Ah, Hat schade. es etwas mit Musik zu tun? Musik? Schweden ist doch bekannt für Musik, ne? Für ABBA, ja, aber nicht für Schweden. Aber Schwedenbitter macht keine Musik. Das ist die neue Popband. Schwedenbitter. Kann man es essen? Essen. Sag mal nicht, Zeit, man kann sag so alles Jein. essen. Man kann es trinken. Trinken tun schon besser, ja. Ist Also ein trinken. Bier, Jein. Bier, Also, Bier. Nein, kein Bier. Also ein Cocktail ist ein Jein. Also, Es ist nichts. Lieber sagen trinken, wir sagen nein. aha. Aber es ist etwas Flüssiges. Ja, flüssig, ja. Das ist eine Chemikalie. Jein. Zitronensaft? Nein, keine Ahnung. Nein, nichts mit Zitronensaft. Wer trinkt jetzt Zitronensaft? etwas Alkoholisches. Ich weiß nicht, ob es Alkohol drin hat, aber ich sage mal nein. Ist es ein Essig? Nein, ist kein Essig. Zimt mit Putzmittel. Essig gemischt. Nein, kein Putzmittel. Das ist noch flüssig. Aber daheim könnt ihr haben. Und was jeder voll daheim hat. Wo man kann trinken Das Wasser im WC. Man kann nicht schön gärig, nehmen wir später bitte, ja. Parfüm. Ist kein Parfüm, nein. Aber was ist denn daheim? Shampoo. Shampoo, Shampoo. nein, ist auch Shampoo. Aber was ist denn daheim, was flüssig ist? Ein Conditioner. Nein, ist kein Conditioner. Also das mit dem Trinken kann ich jetzt auch nicht ganz Es checken. ist nicht zum Trinken. Ah. Unser Urin. Urin, von Schweden. Ja. Importiert. Hochdosierter Urin, schön weiter. Falsch. Flüssig. Wahrscheinlich ist es etwas mega Einfaches. Eigentlich schon, ja, wäre recht einfach. Petrol. Nein, nichts Petrol, nein. Mein blöde, weißt du, Duft, nicht Duft, das Lampenöl, wo wir die ganze Zeit geredet haben. Nein, Benzin. so ein Ja, Tipp. das hat Alkohol. Wenn man daheim Ah ja. und braucht ein Mensch. Also kann ein Mensch brauchen zu bestimmten Zeiten. Zahnpasta. Nein, keine Zahnpasta. Milch. Nein, das ist ja das nicht. kann Nein, man ich kann es ja voll. Was? Desinfektionsmittel. Nein. Da ist ja auch Alkohol drin.
Aber Mensch Nein. braucht vielleicht... Batteriesäure. Nein. Mensch braucht nicht viel mal. Nur ab einer bestimmten Zeit der braucht ein Mensch. Also einen bestimmten Moment. Hä? Deo. Etwas gegen Kälte. Nein, Deo ist flüssig. Nein, nicht gegen Kälte. Aber Kälte... Gegen Wärme. Nein. Kältespray. Nein, nichts mit Kältespray. Ah, Aber wenn brauchst du ein Kältespray? wenn du dich verbrennst. Ja, ist gleich. Betadine. Betadine? Das ist da. Kann man mit einem grünen Fläschchen haben, mit einem gelben Etikett, und kannst Wunden desinfizieren. Es ist so eine braune Flüssigkeit. Und nachher wird die Haut ganz gelb davon. Zum Wunden desinfizieren ist es. Noch ein Schädel wieder rotiert, oder wie? Nein, ist nicht das. Vielleicht, Ja, flüssig. wenn du sagst, dass mit der Kälte und mit der Wärme kommen wir da die Dinger in sind, da die Plastikbeutel, wo so ein kleines Teil drin haben. Zum wo kannst du Knicken. so klipsen. Und dann hast du warme Hände. Ja, nein, nichts mit dem zu tun. Okay. Aber was Frau Theo gesagt hat, geht in die richtige Richtung rein. Was jetzt? Geht in die richtige Kategorie rein. Kühlaggregat. Nein. Das Teil, wo um die Weinflaschen herum tust, damit es Nein. kalt bleibt. Nichts mit Kälte zu tun. Also mit Hitze. Nein. Hä? Also was ist das Beste, was du bis jetzt gehört hast? Ich Ja, Frau check's Theo gesagt hat. Also Kühlaggregat. Nein, da vorne. Betadine. Ja, Desinfizieren. mit Steve Betadine, ja. Aha! Und welche Kategorie geht das? Medizin. Ja, Genau, ja. Medizin. Das ist auch- Chloroform. Lass mich raten, das hat nichts mit Medizin zu tun. Doch, Das ist ein hat was mit Medikament. Medizin zu tun. Das ist ein Das Medikament. sind Medi- Aber für was braucht man das? Es ist ein bitteres Medikament. Irgendwie, Wegen- keine Ahnung. Es sind nur Wegen kalte Schweden. Jahreszeiten. Hustensirup. Kann man so durchgehen da ja. Es ist ein Medikament. Und dann hat es die Lösung gewinnen lassen. Das haben wir mal Lösungen gesehen. Ich kann noch ein Bild gewinnen lassen, nämlich das ist ein Schwedenbitter. Es ist richtig groß, aber das wäre ein Schwedenbitter. Es ist ein Getränk zum Inhalieren, wenn du kälter bist. Oder auch für allgemein Halsschmerzen oder für den Husten. Ein Moment mal, Purzel, hä? Das hat doch Alkohol drin. Das haben wir doch ganz am Anfang gesagt. Jetzt hätte ich gesagt, das kann drin haben. Ich weiß nicht, ob es drin hat. Okay. Es steht da drauf, ich habe vorher gerade gesehen, das Bild, aber ja, nichts gesehen. Also, man es vorhin gebraucht gegen Warzen, gegen Herpes und für Verletzungen. Oder für Schürfwunden. Ich bin ja wegen Alkohol. Stimmt. Genau. Next question. Next question is the question number 6. Und die Frage, die ich noch eine Frage tue, ist, ich mache es noch Genau. ein bisschen grösser. Also ich vom Es ist Akku eine Redewendung und die heisst, Das- woher stammt die Redewendung, sich vom Acker machen? Ich lasse euch jetzt röteln, ich weiss, was das heisst. Was heisst es überhaupt? Wenn alle auf dem Acker arbeiten und dann hast du halt keinen Bock mehr und dann gehst du halt vom Acker. Also ja, doch, bis jetzt schon, nein. Nein. Also es hat nichts mit dem Acker zu tun in dem Fall. Nein, nicht. Also der Acker meinst du niemand? Nein. Also das Feld. Nein, nicht mit dem Feld zu tun, nein. Ich weiß wirklich nicht, was das heisst. Ja, sich Machen wir verabschieden. vom Acker. So, man geht. Man macht sich vom Acker. Weißt du die Redewendung überhaupt?
Ich verziehe mich. Kannst du ganz sicher, wenn du es weißt. Ja, eben, ich verziehe mich. Ich gange. Aha. Der Rhino Also, ist weg. du meinst wieder rein, meinst du? Ich verziehe. Ja, ich verziehe mich. Ich bin weg. Der Rhino ist weg. Ja, ich auch gemerkt. Das ist dich vom Acker machen, genau. Er hat sich gerade vom Acker gemacht. Oder hat das noch eine andere Bedeutung? Ja, da ist die Definition von dem Wort. Aber woher stammt die Redewendung? Aha! Ah, das weiß ich nicht. Er ist gerade weg, der Weiler. Ja, der kommt nochmal. Das macht als zweite weiter. Dann kann man ein bisschen röteln. Ich komme vielleicht von der Landwirtschaft. Nein, nicht von der Landwirtschaft. Aber wo hat sie noch kommen? Sicher vom Acker machen. Arzt. Nein, kein Arzt. Von wo? Aus der Schweiz. Also nicht, ob es ursprünglich von der Schweiz kommt, ich glaube aber nicht. Okay. Ich hätte gedacht, das ist ein Land. Kommt aus der Landwirtschaft. Nein, nein. Ah. Militär. Militär tönt gut, ja. Ah ja, du bist vielleicht auch auf dem Acker. Aus dem Krieg? Wenn du keine Lust mehr hast auf Krieg oder es gefährlich wird, dann gehst du vom Acker. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, den Posten verlassen. Und wen machst du da? Man macht sie vom Acker den nächsten Posten erobern. Nicht erobern. Oder verlieren. Nicht verlieren. Sich verstecken. Flüchten. Flüchten von was? Von den feindlichen Soldaten. Nein, nicht von meinen Soldaten. Panzer. Nein. Tier. Nein. Zombies. Zombies. Nein, auch kein Zombie, nein. Der Vampir. Auch kein Vampir, nein. Aber etwas mit Flüchten. Ja, ich denke, machen wir für weniger, aber warum kann er noch flüchten? Militärkollegen, die Blödsinn reden und einem ist es peinlich und dann haut man ab. Nein. Unwetter. Nein, ja, nicht Unwetter. Ah. Die wird dann vorher mal ganz gut erklärt, das Wort. Das war ganz nah dran gewesen. Dass wenn Leute etwas reden und du hast keine Lust mehr, sie zu hören. Nein, das vorne, das heißt, er ist im Krieg und weggehen. Aha! Du machst dich vom Man hat es Kriegsfeld. geschafft und macht sie vom Da Acker. war in der Retro jetzt gemacht hat, oder weil es gemacht hat und wir nie jetzt müssen, wie man jetzt Frage beantworten. Das heisst, sich vom Acker machen. Er hat es gerade vorgemacht. Ja. Er hat es auch vorgemacht, ja. Er haut ab Also- und wir müssen jetzt die Frage beantworten. Ja. Was macht man Dann da? stammt es vom Kriegsfeld, wir lassen die anderen die Arbeit machen im Krieg.
Ja, aber es ist nicht unbedingt Krieg, sondern es ist mehr eine Art. Aber die Schweiz immer ist. Was nicht der muss. Zivildienst oder so. Was machst du dort? Machst du keinen Krieg, sondern machst Übungen. Übungen, genau. Jetzt noch zusammen kombiniert. Du hast keine Lust auf Übungen und flüchtest. Kann man so gelten, oder? Ja. Der Ausdruck, sich vom Acker machen, heisst einfach so viel wie abhauen. Also sich vom Acker. Ja. Das heisst eigentlich, Also, ja, was es. dumm gesagt, wenn ein Soldat keine Lust hat auf seine Arbeit oder keine Lust mehr hat, um irgendwelche Kampfübungen zu machen und einfach davor läuft, heisst, er hat sich vom Acker gemacht. Sich vom Acker machen. Also ja, was das heisst, also, aber du hast jetzt gemeint, woher das dir kommt. Das ist der Ursprung von der Redewendung. Das ist schon Aha, eben, ja. vom Militär aus, der macht sich. Genau. Ah ja, okay. Stromausfall gehabt. Oder wie man auch sagt, sich vom Acker gemacht, ja. Ah, okay. Vielleicht warten wir schnell, bis der Wahl wieder da ist und fangen mit der Frage Nummer 7 an. Ich würde gerne warten, bis der Wahl wieder da ist. Warum gibt's Braunbären? Weil das sind Eisbären gewesen, die sich irgendwie... Ja, ich Ja, Ich kenne die Werbung nicht. Ich kenne die Werbung für die Waschwerbung und dann heisst, war man braun, ist er wieder ein Weißbär. Eisbär, war man weiß, es war braun, oder wie heißt die Werbung? Ja, weiss was Mensch. Ja, das ist ein Wäsche. Der Ding da, Real Talk, muss ich schon zeigen. Das ist die Werbung von dem Bär. Oh, Das ist der wahre Bär von dieser Werbung. Man sieht Tippi irgendwie auch nicht mehr. Doch, jetzt bist du wieder da. Ja. Also, drin bin ich noch, aber auf dem Livestream sieht man mich nicht mehr. Ja, warte, du das nochmal schnell reinfügen. So. Oder auch nicht. Ah, jetzt gehen wir wieder. Ich glaube, Ein bisschen groß, meinst du? Ups. jetzt wieder nicht mehr. Also da ist wie gesagt der Bär von dieser Werbung da. Ja. Ein Weissbär hat Angst gehabt und hat sich eingekackt. Und dann ist er braun geworden. So, wir tun das schnell. Lalalala. Die bist nicht einfügen, sorry dafür. So. Wenn man wo der Weiler bleibt. der kommt sicher gleich. Können so lange Pipi-Pause machen? Du? Ja. Kommen wir gerade wieder. Ja, den macht mal schnell. Also, die waren noch 2. Jetzt ist es Zeit für Sie, auf die Toilette zu gehen. Das WC wartet.
Ja, ich mache jetzt unbedingt kaufen. Die neue Tasse vom Purzel. Gibt's noch nicht im Shop, aber gibt's beide im Shop. Gib mir die auf eine Tasse. Next. Nächstes Produkt im Shop. Die Tasse. Von Purzel. Ja, genau. Wie, am Anfang gehen wir wieder mit Frage Nummer 7, nämlich, woher haben die Tasse? Wie ist das zu mir gekommen? Du hast sie selber gemacht. Falsch. Du hast sie geschenkt bekommen. Genau. Und von wem? Und von wem? Vom Rilo. Nein. Vom? Ich weiß es nicht. Vom Johann von Goethe, genau. Das war die richtige Antwort gewesen. Ah, okay. Ah, der lebt noch. Nein, das war der Globi. Aber Ja, den gibt's noch. ja. Der Globi. Sollen wir weitermachen? Sollen wir noch schnell warten? Er schreibt gar nicht mehr. Nein, keine Lust mehr für ihn. Hat sich am Acker gemacht. Ja, immer noch. Und jetzt gerade einen Dancing Squid kaufen gegangen. Oh, muss ich nicht haben. Ich habe noch schon mal gegessen, Tintenfisch. Ja. Schwein. Oh, okay. Ich glaube, eher das Problem mit Essen, wenn es so unappetitlich aussieht. Obwohl ich glaube, bei gewissen Sachen musst du es einfach essen, ohne anzuschauen. Ja, Das finde ist ich. wahrscheinlich gut. Definitiv. Ja, geh mal in die Blindkuh. Der erste ist, wo ich das was sehe. Ah, ja, ja, voll, ja. Das ist jetzt Schleichwerbung. Ist sehr ein interessantes Erlebnis. Ja, man so blind, wo man so vorher rennt, gibt es 5 Franken für das Konto drauf. Ja gut, aber Kellner sind doch alle blind, oder fast alle. Ich glaube, Kellner schon, aber ich Aber glaube, das- Koch wüsste ich gar nicht, ob die blind, die blind sind, wisst ihr es gar nicht. Also kann man als Blind überhaupt kochen? Ich weiß es nicht. Wird schon gehen. Man sieht ja gar nicht mehr fertig schneiden. Ja, ich meine, Blinde haben ja schon mega ausprägte Sinn. Einfach, weil es keine Augen mehr hat, tut sich alles andere verschärfen. Ich meine, schneidest du Rüebli nicht und merkst, boah, das Brett hat durchgeschnitten, oder wie? Und nachher läuft das Brett in der Stadt das Rüebli, oder wie? Ich meine, das ist noch vorne da der Blindmensch, aber... Ich glaube, die spüren das. Also ich weiß. Also, Das ist ein Rüebli und das ist was anderes, aber auch lang und stief, Nadel, was der... ich weiß nicht, aber ich habe schon das Verrocken. Gefühl, dass Blinde können kochen. Die müssen einfach anders kochen. Mit Gehör und Ja. Händen. Und Und im Vorbeischalten, nächste Stunde kocht Debbie gegen den Flippy mit verbundenen Augen genannt. And Dancing Squid. das kommt gut, ja. Easy. Ja, ich weiß einfach nicht, was es am Schluss gibt. Wenn ich mich gerade frage, muss man den lebendig kochen? Also ich meine, lebendig Nein. kochst du ja tot ein. Nicht den Fisch nehmen. Aber so Krebs und Das so kannst- sind ja, Muskeln ja auch, Die sind lebendig, ja. Fisch ja nicht. Nein. Hummer sind lebendig. Hummer ja. Wir wollen nicht wählen bis zum 10 Abend, machen wir es aber weiter. Jetzt hat mir ja gerade, jetzt hat mir wieder gute Höhe, liebe.
im Schreiben rein. Grüne. Na, grün für Stromausfall und blau wäre für durchgekommen. Ja, es tut dir leid für die Kottenbrechung. Wir haben nicht parat gewesen, aber er nicht. Er hat vorgemacht, was das Sprichwort heisst. Ja. Was ihr da außen Zuschauer mal fragen, unsere beiden Teilnehmer können gerne mal was in den Chat schreiben, wenn ihr wollt. Er hat vorgemacht. In welchem Chat? Ich will der Grace Luke ist ganz fließig dabei und auch Kate ist ganz fließig dabei. Das ist ja so. Und auch ja. der Flip ist ganz fließig dabei, der war ja weniger, der ist halt gerade abgehauen. Also er hat nur einen Tipp gegeben, was ich vom Acker machen heisst. Gegen Magenverstimmung? Was ist denn gegen Magenverstimmung? Ein Raumspeicher? Ein Schwedenbitter. Aha! Jetzt ist Debbie noch dabei. Ja, das bin ich. Ich könnte doch jetzt noch Werbung machen für meine Detektivhörspiele. Ah. Wir können das sogar trinken, ich habe besser, Schwedenbitter, ich mache mal trinken. Ein paar nehmen es als Kur. Sich besser als dass er ist. Er macht sich besser. Der Urban Jemen und Klaus Samst hat Schwedenbitter 1700 erfunden. Zwei Ärzte von Oh, er hat geschrieben, der PC macht nicht, was er sollte. Oh je. Er macht niemand anders machen. Ja, darum, also ja, ich habe auf WhatsApp ein bisschen zugespammt. Er hat er geantwortet. Patrick Bücherl am Start. Hoi Patrick. Hoi zusammen. Hoi allein. Hoi. Ja, ich warte noch kurz, bis ein Zerrt, dann geht es noch weiter. Tut uns nicht leid. Und wieder leid, dass es nicht weitergeht. Aha. Aha. Hallo. 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 Wie hast du das gemacht? Hallo. Hallo. Ich kann da. Oh, das ist ja schlimm. Ups. 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 Was er jetzt noch tut? Tim Weiler. Jetzt kann man für mich was anschauen mit der Frage Nummer 10 weitermachen, oder mit der Frage Nummer 9. Der Patrick fragt etwas. Was fragt er? In den Kommentaren. Hast du einen Laden für Fanartikel? Ah, den Fanartikel haben. Wie geil Tasse. Ja. Ja, keine Ahnung, wo man die gemacht hat und wer die gemacht hat, das wer weiß ihn. Der Goethe war's. Der Goethe. Der Goethe war. Nein, einfach nicht der Goethe, es war so ein... Der Bauer von nebendran war's.
Der macht immer so das, ne? Da tut man purer Spruch drauf. Tut er eingravieren. Dem kannst du den pur, das drauf dort, wenn das Pferd um Verlage schreit, ist das Gewitter nicht mehr weit. Mit Verschießt, da kannst du das Ding kaufen, ja. Er ist schon Fan, er ist schon ein Shopee-Fanatik, aber er hat nur Sticker kaufen. Das sind auch richtig schöne Sticker. Und was sagt der Weiler? Immer noch nicht. Tut uns leid, wie man das nichts mehr kann mitmachen. Das ist keine Kaffeetasse, ich habe eine große Kaffeetasse. Und nachher schüre ich gerade so einen Koffein-Intus in dir. Ich schaue uns machen. Doppelte Kaffeecreme. Oder meinst du so viel Kaffee und so viel. Tu mal rein. Rum. Könnte man auch. Baileys. Also ich nehme dann lieber eine heiße Ofen in die Tasse wie einen heißen Kaffee. Weißt du, das ist die perfekte Größe für einen Kaffee Lutz. Genau. Lieber ein Offi als ein Kaffee. Kaffee Lutz. Ja, der Bar. Okay. Ich frage, machen wir mal nach. Woher kommt der Ausdruck Kaffee Lutz? Ja, Lutz. Ja. Und sonst von der Frau Lutz. Der Herr Lutz hat nicht extra Alkohol ins Kaffee da. Woher kommt der Regelwoche? Mal weitermachen. Woher kommt das Wort Kaffee Lutz? Ist der Herr Lutz gewesen? Ja. Es kommt von Lutzenburg. Aha, also das ist interessant. Schon. Ja, woher ist das Ding kommt? Es kommt nicht wegen Herr Lutz. Um Herr Lutz. Nein, das ist falsch. Das ist ein Irrtum. Ach, Das ist ein Irrtum. Fake News. Es hat kein Herr Lutz, sicher heißt er schon Herr Lutz. Aber wo kommt denn der Kaffee überhaupt? 1874. Nein, wo? Land, Ort, Region. Deutschland. Wenn Aus- Lutz tönt nicht nach Schweiz. Lutz hat nicht den Namen zu tun, sondern eher mit dem Ort als Tipp. Gibt es den Ort Lutz? Nein, aber das ist Abkürzung für. Straßenschilder, L-U-Z. Luzern. Korrekt, Luzern. Tessin, Zug. Aha, Luzern. Luzern. Ah, dann schreibt man es in dem Fall nicht mit TZ. L-U-Z, Lutz. Aha. Luzern. Und warum jetzt ein wenig da? Sehen wir 100? Aus dem Mittelalter. Aus dem 21. Jahrhundert. Nein. 1800. Genau, 8. Jahrhundert. Jetzt wollte ich sagen, aus dem 22. Jahrhundert. Echt jetzt? Nein, das ist nächstes Jahrhundert. Und wer? Und für wer ist der Getränk gewesen? Für Patienten. Wegen was? Jetzt krank sind. Nein, gab's Verkältung. Jetzt in der Schwede bitte übergeschenkt. Was hat's denn in dem Kaffee alles drin? Alkohol, Labi, Schnaps sind drin, wo keine Ahnung was ist und Kaffee. Aha. Und weißt du, da auch mal drauf. Kaffee Lutz ist Red Bull von 1800.
Da hat glaub Birnenschnaps, Birnen. Das ist ein komisches deutsches Rezept. Ich brauche Schweizer Rezept. Doch, das ist ja guteküche.ch. No Frontal. Da hat Würfelzucker drin, Kaffeepulver und Birnendreh. Also meistens hat es so Brandwein drin, so Zeugs drin eigentlich. Du musst gegen Verkältungen bekommen. Nicht gegen Erkältung, nein. Sondern für Müdigkeit. nein, nicht für Müdigkeit, nein. Infektionen. Nein. Grippe. Nein, es hat nichts mit der Krankheit zu tun. Aha! Es ist nicht immer, wenn man krank ist, dann meistens gesund, es sind auch als gesunde Leute bekommen. Ja, wenn du Lust gehabt hast drauf. Ich muss keine, nein. Weil wir den Faust gegessen. 8. Jahrhundert. 18. Wenn man jetzt auch noch viel isst. Ab und zu. So voll einfaches Gericht, aber jetzt eigentlich auch noch isst und voll geil ist. Aber gefühlt nur Shit zu essen. Fondue. Genau. Er hat gemeint, Weisswein gehört zum Fondue. Das ist nach dem Fondue zum Verdauen. Genau, korrekt. Es ist gemacht, also der Graf Lutz ist dazu da vorhin um Käse, um den schweren Käse, oder schwere Käse, Speisen, besser zu verdauen können. Ah. Ja, ich trinke eben keinen Alkohol. Ich habe es nicht gern. Ich trinke am liebsten, ich trinke zum Fondue lieber ein Rivella. Aus Luxemburg, oder? Luxemburg. Kate mal, perfekte Antworten. Woher kommt Luxemburg, oder? Da ist die nächste Frage. Vom Sprüngli. Ja, von Luxemburg. Ja, Luxemburg ist mal gut, ja. Beim Sprüngli gibt es die Besten. Aber wie kommt das Rezept vom Sprüngli? Keine Ahnung. Wenn der Luxemburgerli heisst. Ja. Einfach. Und nicht irgendwie Schweizer Bürgerli oder Schweizerli oder so irgendwie. Ja, über Luxemburg. Genau, Luxemburg. Das ist richtig eigentlich. Ein luxemburgischer junger Konditor hat ein Rezept das Sprüngli in Zürich mitgebracht und darum hat sie das Rezept dafür. Und der war alles im Start. Oh. Jetzt müsstest du mal in der Schweiz in Berliner posten. Ich auch nicht. Aber Dann ist irgendwie wieder Flippi da. gerade ein bisschen. Ups, da war der Flippi. Jetzt ist alles Jetzt weg. müssen wir mal. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich mal in Berliner posten, dann auf Berlin gehen und dann sagen, ich sitze in Berliner. Also natürlich kein Mensch. Aha. Du meinst Berlin mitnehmen? Aber wenn du mit der Deutschen Bahn verschickst, ist es noch schimmelig, bis er ankommt. Wieso ist er jetzt schon wieder weg? Weiß ich auch nicht. Ich habe noch ein paar andere Fragen im Chat für unsere schlauen Zuschauer. Ich finde alles raus. Warum ist Banane krumm? Wegen der Sonne. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das noch nicht richtig. Banane macht ja Sonne.
Das ist eine Frage, gibt's überhaupt eine Antwort auf die Frage? Ja. Ich weiß es nicht. Das ist die Antwort. Sie ist wie ein Streamer. Hat Angst vor dem Sonnenlicht. Frag nur, was zuerst brennen oder was zerschallen? Und wo kommen viele Sauerringli? Von Willisau! Ja! Wie lange dauert es, bis eine Banane gekommen ist? Weil niemand in den Dschungel gegangen ist, um sie gerade zu bügen. Vielleicht der Patrick Bücherli. Noch eine coole Frage für die Zuschauer. Ich würde sagen 3 Monate. Braucht sie. Ja. Jetzt Briefwache davon? 9. Genau, 9 Monate. Wie viele Monate haben 28 Tage? Alle. Oh Mann, ja. Was ist zwischen Berg und Tal? Das Und. Genau. Was ist bei Kamel klein und bei Maus gross? Bei Kamel klein und bei Maus gross. Der redet doch nicht mehr. Wie viel Ziegelsteine braucht man, um ein Haus fertig zu bauen? Eine. Und immer noch Keine so Ahnung. großen. 87.903. Nein, keine Ahnung. Gar keine. Weißt du, da wieder für Scherzfahrt gewinnen. Ja, nicht. Also bei Kamel und der Maus ist es M. Bei Kamel ist es klein und bei Maus ist es Angst. groß. Also beim Kamel und bei der Maus? Nein. Nein, keine. Käthe, Angst. Nein, bei mir wäre es M. Ups, das ist für Tizi. Eine. Du musst einen Tegel haben, muss fertig bauen. Aha. Verletzt. Ja, letzte. Mit Sinn. Jetzt sind. Ich vertippe mich durchgehend. Ich hoffe, mich kann es trotzdem. Aber ja. Einer, der letzte. Aber guck mal, wenn man Hä, ich check's Spaghetti. nicht. Ja, du musst einen Stein und man muss fertig bauen. Ja, logisch! Oh Mann. Wenn der Eselstreit nicht IA, sondern Ring.
Was ist mit Ring? Was? Wie der Esel macht nicht IA, sondern macht Ring Ring. Welcher Esel? Ja. Der Telefonesel. Nein. Der Drahtesel. Ah, ja! Ja, voll. Warum bekommen Polizisten in Zukunft eine grosse Schere zu ihrer Ausrüstung dazu? Zum Kurven schneiden. Nein. Das wäre so Blondinen aber. Nicht Kurven schneiden, nein. Aber wir wissen nie, den Weg abschneiden. Was? Wir können dir den Weg abschneiden. Oh Mann. Nein. Man macht es der Weihnachten gar nicht mehr, sondern wie sieht das aus? Er war vorher drin und ist wieder raus. Ja, eine gute Frage für eine Frage für irgendwann. Ein Mann behauptet, er könnte die Ergebnisse aller Fußballspiele erraten, sobald sie beginnen. Wie ist das möglich? Er schaut Replay. Nein, vom Start vom Spiel ist immer noch no. Er sagt nicht vom Endergebnis. Ah! Ah, ja. Was ist das Ende von der Unendlichkeit? Unendlichkeit hat kein Ende. Falsch. Das war T. Ja, Das war T gewesen. Oh Mann. Was sagt der Hammer zum Daumen? Hau ab. Nein, der Hammer zum Daumen. Nein. Schön, dich mal wieder zu treffen. Wenn der andere nicht kommt, bis heim machen wir mal weiter. Ich will nicht mehr noch weitermachen. Es war lustig, am Anfang mit ihm weggehen, wegen vom Acker machen, aber jetzt ist wieder zurückgekommen. Kommt er wieder oder kommt er nicht? Das ist die Frage. Er hat sich vom Acker gemacht. Und von ihm zurück, ja. Hat sie gerade untergegraben. Wie kann man 1 Liter Wasser in einem Sieb transportieren? Gar nicht. Doch? In dem du eingefahren hast. Ja, gefroren. Aha. Gefrorenes Wasser.
Welche Krankheit ist noch in keinem Land auf dieser Erde vorgekommen? Noch nie in keinem Land. Hä? Was? Welche Krankheit ist noch in keinem Land von der Erde vorgekommen? So. Seekrankheit. Seekrankheit. Die kommt immer auf dem Meer. Aha, so, aha. Ei, Madonna. Ah, das ist auch gut. Ein Ring wird normalerweise auf den Ringfinger gesteckt. Wo befinden sich 30 Finger im Ring? Wo befinden sich 30 Finger im Ring? In einem Boxkampf. Ja, im Boxring. 2 Sportler und der Ringrichter haben zusammen 30 Finger. Aha, ich gerade überlegt, das wäre nur 20 Ring. Ein riesig, ne? Ja, der Ringrichter ist noch. Welche Vögel legen keine Eier? Welche Hühner? Welche Vögel? Der Kuckuck. Der hat auch. Ich glaube, oder? Ja, der hat doch auch Eier, ne? Nein, stimmt. Der tut es nur in Die ein anderes Nest. hinlegen, ja. Jetzt muss man es nicht selber ausbrühen. Ja, ich denke, das kann Kuckuck nicht. Ein männlicher Vogel. Ja, nein, dann war es aber der Spaßvogel. Ja, aber es gibt doch auch Vögel, die keine Eier legen, ne? Es gibt eine Vogelart, die keine Eier legt. Oder gibt es Säugetiere, die Eier legen? Hallo? Hallo. Hallo? Wir hören dich. Ja, ich höre euch aus dem Riesen auch. Nein, Schau, wie lang? Aber vorher haben wir euch gesehen. Vorher haben wir dich gesehen und gehört, jetzt hören wir dich nur. Also wenn ich weg bin, dann ist das System wieder zusammengekracht. Ich habe auch nicht, was da läuft. Ich habe etwa 15 Mal den PC neu aufgeschaltet in den letzten 10 Minuten. Oh Gott. Welches Säugetier legt Eier? Ich glaube, es gibt nur Vögel, die Eier legen. Ja, es gibt Dinosaurier legen Eier. Sagen wir Vögel Dinosaurier legen Eier. Das sind keine Säugetiere. Es gibt ein Säugetier, das Eier legt. Schon. Ja. Ein Säugetier, das Eier legt? Ja, ein Schnabeltier. Krokodil. Schnabeltier. Hä? Nein, ein Säugetier ist ja kein Säugetier, wenn es Eier legt. Das gehört zum Säugetier. Das Schnabeltier ist ein eierlegendes Säugetier aus Australien. Oh. Es ist das einzig lebende Art der Familie der Schnabeltiere zusammen mit den 4 Arten der Ameisen, Igel. Ja. War ja schon am Start. Ja. Damit können wir mit der Frage, mir gehört ja einigermaßen. Wieso? Ist Das Mikrofon. Ist noch das falsche Mic? Ja. Ja. Oh, ich habe gerade einen Vogel leiten, keine Eier. Ich habe einen Vogel gefunden. Wille? Der Neuntöter. Oder Rotrückenwürger genannt. Ist eine Vogelart aus der Familie der Würger und in Mitteleuropa die häufigste Würgerart. Was ist ein Würger? Also, der war eine Frage beantwortet, mit dem sich vom Acker machen. Er hat sich vom Acker gemacht. Aber Ja, bist du immer noch das bei hat dieser er. Frage? Den man Frage beantworten kann, wenn du bist, dass sich vom Acker machen. Nein? Du hast du Jetzt vorgedacht. kommt eine Frage
vom 1.22, vom Anfangsjahr. Nämlich mit welcher, für welche kuriose Schlagzeile hat ein rumänischer Erstligist, der Fußballverein, der FC Universita gemacht. Und welche ja, und das ist der 1.22 ist die Schlagzeile gekommen. Darf ich ganz kurz fragen, ist jetzt wieder besser mit dem Mic? Ja. Jo. Okay. Jupp. Was hat der Verein für eine Schlagzeile gemacht? Wäre eine kuriose Schlagzeile. Goal. Wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ist es nicht. Am meisten Goal. Ja, ein Spiel meinst Ja. du? Nein. Aber es war auch eine gute Möglichkeit gewesen. Meister Fouls. Pro Spiel, ein Spiel. Ja. Nein. Aber ja, auch eine Möglichkeit gewesen. Zu wenig Spieler gehabt. Sie sind nur mit 9 Leuten auf dem Platz gestanden. Das heißt, es sind nicht Gegenspieler, oder wie? Ja. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, aber ist leider auch nicht. Ich kann einen Tipp geben, es ist nicht, während dem Spiel passiert. Die Hosen sind dem abgekalt. Wem? Einfach einem Spieler und dann ist er in die Schlagzeile gekommen. Nein. Kaputte Trikots. Schlägerei. Schlägerei, nein, kaputt geht groß, kann nicht in der Schweiz passieren, aber nein. es ist nicht während dem Match passiert. Ja, was passiert hinter der Bühne? Die Spieler haben selber gewettet. Auf ihren Verein oder auf den anderen Verein. Das ist jetzt die Frage. Wenn es der andere hat ein Goal geschossen. Als der Verein gewinnt, dann haben sie denen so. Nein, auch nicht. Aber ja, gut, will kein sein. Ein Spieler hat unerwartet FC-Mannschaft gewechselt. Ja, da macht der Harry Maguire jedes Spiel, aber anderes Thema. Ja. Also hat etwas gemacht, nicht im Spiel. Ja. Vor dem oder nach dem Spiel. Es ist nicht am Spieltag gewesen. Er hat den Kaugummi verschluckt und hätte ihn dann ins Spital müssen. Weil er drauf fast verstickt wäre. Wer? Hat was genommen? Einfach ein Spieler. Ein Spieler hat den Kaugummi gecatcht, hat er sich verschluckt und hat nachher ins Spital müssen, weil er fast verstickt wäre. Nein. Rumänisch. Kommt es darauf an, dass es ein rumänischer Fußballclub ist? Okay. Er hat nach dem Spiel Ach so. den Schiedsrichter verschlagen. Nein. Also sag's mal so, theoretisch könnte es nur theoretisch und nicht auf Arbeit ebenfalls kann passieren, aber es kann glaube nur dem Verein passieren. Oh, den müssen wir doch kennen. Nein, den Verein muss nicht kennen. Es ist, ja.
Also es geht um einen einzelnen Spieler, oder? Nein. Um all. Nein. Um den Trainer. Genau. Ah! Um einen Werbevertrag. Mit? Adidas. Nein, keine Ahnung. Nein. Coca-Cola. Nein. Hat nichts mit dem Werbevertrag zu tun. verteilt. Der Trainer hat Doping verteilt. Und was für Doping? Kaffee. Nein. Der Rogen. Das ist wieder bitter, meinst Ja, genau. Genau. Ich glaube mal, dass ich so etwas gelesen damals. du? Und das wäre gewesen? Energieriegel gewesen oder so. Energieriegel? Ja. Nein, das hat nichts mit Dopingmitteln zu tun. Corona. Spritzen. Nein, keine Ahnung. Nein, nichts mit dem zu tun. Das hat der Trainer gemacht. Aber die Mannschaft haben sich mit etwas entdopt. Nein. Nicht? Nein. Aus Versehen. Dopt? Ja, so wie Nein. ein Kaffee oder ein Red Bull oder so. Hat nichts mit dem Dopingmitteln zu tun. Sie haben den Trainer einen Prank gemacht. Im Prank, nein. 27. Januar, das heisst, es war Winter. Ich nehme an, in Rumänien auch. Ja, das ist korrekt. Nimm es aber mal an, aber an dem Tag war noch Winterpause in Rumänien. Hilft da was? Hat es etwas Der Trainer ist Politisches? Politisch, nein. Nicht. Ist es auf der Skipiste passiert? Nein. Ich hätte nicht gesagt, ja, mehr als Information sein. Es war einfach kein Spiel gewesen. Bis in die Ja. Uhr. Okay. Gegen wer? Es sind keine Spiele gewesen. Oh, keins. Es ist Pause. Hat es etwas mit der WM zu tun? Wegen Katar? Nein. Ah nein, das wäre wieder politisch eigentlich. Hat es etwas mit den Fans zu tun gehabt? Nein. Okay. Ja, da bleibt eigentlich nur noch fast der Trainer. Der Also, Trainer, das ja. hat etwas mit dem Trainer zu tun. Das hat einem schon. Ja, ja. Aber es ist wirklich ohne Fans, nur. Was hat der Trainer gemacht? Die haben den Trainer gewechselt. Das tut schon mal nicht schlecht. Okay. Warum? Gesundheit. Danke, aber es ist nur ein Und wer ist gekommen? Ein anderer? Ein Fußballspieler. Nein, kein Fußballspieler. Ein Schiedsrichter? Nein. Ah Der nein, Beni das ist gar kein Turnherr. Der Balljunge. Nein. Es ist schon ein Trainer gekommen, ein richtiger Trainer, einer, der die Tinte zum Trainieren. Aha. Aber weißt du, was war an dem kurios? Da noch ein Ronaldo ist Schwarzenegger. Nein, es ist normal. Du hast Trainer gesagt, gewesen. es war nicht immer ein Spiel. Gewesen. Nein. Hat es nicht einmal so eine Geschichte gegeben, dass während dem Spiel der Trainer... Das war das. Ja. Nein, es ist aber so am Tag passiert. Aber wenn nur ein Trainer wechselt, kommt dann auch nicht immer Schachteln weltweit, sag ich jetzt mal. Ja, während dem Spiel wahrscheinlich dann schon. Ist ja während dem Spiel gewesen. Weißt du, der Wechsel so speziell gewesen? Es ist ein Wechsel. Sag nur, du hast Trainer A rausgeworfen. Und wer ist dann wieder, wenn es einen neu geholt? Wer braucht dann einen Trainer? Der alte Trainer von früher. Das klingt auch nicht schlecht. Aha.
Ah ja, der Trainer von vorher wieder geholt. Also geht los, sind wir noch ein bisschen mehr raten. Und dann ist ein Alttrainer gekommen. Der Alttrainer gekommen, das ist halt, was ist mit dem Alttrainer passiert? Der ist wieder mal rausgeworfen worden. Du bist ja der Alttrainer wieder, dumm gesagt, oder? Macht das Sinn, oder? Das heißt, du wirst bei so einem B raus, holst A, dann kommt er. dann wirst du A raus und dann kommt B wieder. Und dann wirfst du B gerade nochmal raus und A kommt wieder. Wie viel Mal? 3 Mal. Nein, nicht 3 Mal. Also einmal, Zweimal. obwohl er nicht einmal etwas gemacht hat, obwohl er nicht einmal ein Spiel war. Doch hat mir ein Spiel gespielt. Sag mal, Trainer B spielt 5 Spiele, führt er 5 Spiele, wirfst ihn raus. Dann kommt Trainer A, will der Arsch scheiße, wirfst ihn raus, dann kommt Trainer B wieder. Aber dass Trainer B quasi gar kein Spiel gehabt. Doch, er hat dort ein paar Spiele gehabt. Und die hat er alle gewonnen und sie haben ihn trotzdem wechseln. Nein, sie haben nicht gewonnen. Sie haben verloren. Ja. Das ist der Grund. Dann Dann haben sie den Trainer A wieder geholt. Ja, und dann haben sie Trainer A rausgeworfen, ist Trainer B wieder gekommen. Eben ja, und nachher ist wieder A gekommen. Nein, noch ist das Spiel C gekommen. Aha. Also ist das Und dann haben sie die wieder Antwort? rausgeschmissen. Und dann ist wer gekommen? A. Nicht A, sondern B. B. Also was B, also jetzt erst B, nachher ist A gekommen. Ja, Dann haben sie A wieder rausgeschmissen, ist wieder B gekommen. ja. Und dann ist C gekommen. Dann ist B gekommen, zum Beispiel. Nach dem B ist dann noch wieder A gekommen oder C? Sag's auf Wolf. Der Menschverein hat an dem Tag ein großes, kurioses Schlagzeug gemacht, weil sind den Trainer mit namens Niccolò Napoli zum 8. Mal wieder eingestellt. Zum 8. Mal. Mein Gott. Die können sich auch nicht entscheiden. Er ist schlecht, bitte nicht weg. Er ist doch wieder gut, er ist doch wieder schlecht, er ist doch wieder gut. Hoppla. So, jetzt kommt eine bisschen längere Frage, aber eigentlich auch eine relativ einfache Frage. Frage ist immer einfach, nur Frage, ich sehr verstehen. Also, Einfach. was ist der Bürger von York? York ist eine Stadt in England. Nach Sonnenuntergang immer noch in den Stadtmauern erlaubt. Hey, gibt's in England eine Stadt, wo Nur noch... ganz kurz. Ah, New York, ohne New York. New York, okay. Ah. Der Stadtbaum noch immer erlaubt. Schlafen, laufen, rennen. Wo ist York? Ich habe keinen Plan, wo der liegt. Ich schaue mal schnell. Ich wo google das so schnell nach. York ist eine Stadt in der Nähe von... Ah, ich habe es schon gefunden. Das Tragen von Schwertern. Ist in der Nähe von Leeds. In der Mitte von... Genau ziemlich in der Mitte zwischen Edinburgh und London. Ja, Ja, von Leeds. Gut, Leeds sagt man nicht viel mehr. Manchester. Sie dürfen in der Nacht auf der Straße immer noch Schwerter tragen. Nein. Was haben wir da? Also das Tipp ist gerade übersetzt, was wir eingeführt haben und immer noch da ist, in dem Fall. Also es geht um etwas Altertümliches, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Was ist immer noch erlaubt? Sie dürfen nackt rumlaufen. Nach Sonnenuntergang. Nein, aber das wäre witzig. Was darfst du jetzt? Darfst du daheim machen? Das haben sie immer gesehen. Was ist das noch? Ja, ja.
Ich glaube, ich nehme an, das Gesetz gibt es nur dort, was erlaubt ist. Aber das ist nicht die Geschichte, wie du dazu mal gefragt hast mit dem Dings, mit der WC-Spülung, wo der Schweiz angeblich nicht mehr darf. Nein, vor einer gewissen nein, Zeit. Okay. Ah, Von früher noch unter Gesetz her. Haben wir vorher noch viel gemacht? was hat man von mir viel gemacht? Wenn New York da eine Stadt ist oder dort noch ein Dorf war. Mit einer Stadtmauer rum. Innen Kriegerlet. und raus. Gegen wer? Gegen andere. Wir haben zum Beispiel Krieg gemacht. Wir hätten immer dürfen rein und raus bei ihnen, mit die Stadt rein, auch wenn es Nacht war. Das ist nichts Spezielles an Gesetz so. Also England, da kommt man eigentlich gerade so das mit entweder Schottland oder redest jetzt du von England ist ja dabei. Bleiben wir mal bei dem, was du gesagt hast. Beim Kriegerle. Und mit dem Land, was du gesagt hast, bleib auch mal bei dem. Das tun nämlich nicht schlecht, das Land, das Nordpoland von England. Also Schottland. Schottland. Das tun nicht schlecht, ja, ja. Also es geht nicht so um Glaubenssachen, oder? Nein. Okay, also Schottland. Man darf sich blau-weiß anmalen trotzdem, obwohl das in England eigentlich verboten wäre. Nein. Keine Ahnung. Ah, warte, da fällt mir etwas ein bei Asterix und bei den Briten. Dort ist immer zu einer bestimmten Zeit haben sie nicht mehr gekämpft. Und dort haben sie immer noch gekämpft. Irgendwie auch immer wenn Teezeit ist, am 5 Uhr oder so, haben sie nicht mehr gekämpft. Und Gegen dann wer dürfen sie immer würde ich kämpfen? Was? Gegen wer darf es nicht mehr kämpfen? Gegen ihre Feinde, Römer, Schotten, was auch immer. Aber nur das Dorf und der Rest von England Ja, darf dann... ja, Ja, das stimmt. Also warte, nur das Dorf ja. darf gegen Schottland in der Nacht kämpfen und der Rest von England nicht. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, genau. Jein. Wo darf es gegen Schotten kämpfen? Im Dorf innen. Innerhalb von der Stadtmauer. Das lassen wir mal so als richtig durchgelten. Nämlich der Bürger von York ist es immer noch erlaubt, nach Sonnenuntergang innerhalb von der eigenen Stadtmauer mit einen Shot mit dem Fingerbogen abzuschießen. Zum Glück ist das ist kein Witz, aber zum Glück ist das Gesetz noch nie angewendet worden. Also es ist noch kein Shot davor gestorben. Und das heisst, vor Sonnenuntergang dürfen sie auch außerhalb von der Stadtmauer, oder was? Es gibt ja voll keinen Sinn. Nein, also wenn du einen Shot abschießt, nach Sonnenuntergang, kommst du nicht in den Knast dafür, theoretisch. Okay. Ganz speziell. Vor Sonnenuntergang darfst. Okay. Ach so, darum heisst New York, weil die das zum Teil auch in der Nacht kriegen. Gang. Das habe ich verstanden. So, die zweite Frage macht vielleicht ein bisschen länger als sonst, hoffe ich schon auch nicht. Vielleicht wissen aber die Frage auch ganz schnell, nämlich meist im Flexitario. Das Flex. ist Flexitario. der, der mal Fleisch isst, dann wieder nicht. Dann wieder Fisch, Aha. dann wieder nicht. Was Fleisch ist da? Er ist flexibel. Fisch. Ist da jedes Fleisch? Nein, Ah, Fisch darf müsst man. ihr- Weil das, was er gern hat. Fisch und Rind, aber kein Schwein. Keine Ahnung. Ah, Ich seine brauche Schuhe. bestimmtes Fleisch, wenn er isst. Nur Fleisch von Tier. Ja, Sag es was. gibt ja. Also, ich meine, wenn du heute so schaust, es gibt ja so ein bisschen chemisches Zeug. Also, Eben, das heißt Vegetarier. Fleisch essen, wo kein Fleisch ist, aber noch Fleisch schmeckt. nein, das Umgekehrte. Dass die kein Fleisch dürfen essen, wo kein Fleisch ist. Aha. Zum Beispiel irgendwie. So Kein Tofu. Also sie dürfen Tofu essen, aber nicht Tofu, wo aussieht wie Fleisch. Nein. Ja, es hat sicher einen Begriff für das. Was kann man denn für Fleisch kaufen im Laden?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, Wo? Wasserfleisch kann man kaufen. Ist aber irgendwie preisabhängig. Also nur Fleisch, das in Aktion ist. Nicht in Aktion ist, nein. Abgelaufenes. Nein. Klaffniges Fleisch. Aber da war ich schon auf dem richtigen Weg. Nein, eh nicht. Aber muss anders denken, die andere Richtung. Zum Beispiel, ich habe jetzt kein Fleisch daheim, aber wenn ich auswärts esse, dann esse ich Fleisch. Nein, du darfst doch daheim Fleisch essen. Nur die haben es niemand gesehen. Nein, darf man schon sehen. Er ist am Flexitarier. Er isst nur Fleisch, das schon mal im Müll war. Nein, Er hat nur gewisse Tage, wo er Fleisch isst. Wie der Donnerstag. Wisst ihr nicht, was da abgeleitet ist? Wisst ihr es gar nicht. Es geht mehr ums Fleisch selber. Was für Fleisch darf er? Also es geht mir nicht um... Ich habe vorher vielleicht gerade nur zum Beispiel Fleisch, wo in Aktion ist, aber das ist falsch. Was macht der Preis vom Fleisch aus? Qualität. Qualität nicht gut. Aber auf was für Qualität schaut ihr? Ein Flexitarier darf nur Fleisch essen, wo Tiere gut behandelt worden sind. Das Fleisch nehmen wir Also denn? nicht Weil das ist das Label drauf. Flexibles Fleisch. Bio Bio, oder genau. Fairtrade. Das ist richtig. Flexitarier Bio. ernährt sich überwiegend vegetarisch, aber darf eigentlich auch hochwertiges, biologisch produziertes Fleisch zu sich nehmen. Kann man machen. Ah, okay. Das hat mega lustig ausgesehen. Flippi, du schaust einfach so genau in dem Moment, wo du gehst, schaust du genau über. Jetzt wird noch eine Frage, oder alle die beantworten, weil er gerade dort war. Nein, wo bin ich gewesen? Nämlich, Sicherheitskasten, ja. was darf man an einem Sicherheitskasten nicht machen? Paris im Bahnhof. Nein, was ist unter anderem in Paris am Bahnhof verboten? Betteln. Ich Falsch. wollte sagen. Sehr passen, ja. Schlafen. Pinkeln. Nein. Also, das darf ich in dem Fall. Wandern ein bisschen. Nein, Geld verlangen fürs WC. Das nein. machen sie nämlich und die Leute sind absolut unzufrieden. Wahrscheinlich ist es noch verboten. Rauchen. Alkohol trinken. Ich suche ein bestimmtes Gesetz, das heisst, da darf man zum Beispiel am Bahnhof nicht machen. In den Zug einsteigen. Spendeaktionen durchführen. Für mich darf man machen. Auch für dich, Purzel, schon. Aber für Flippis ist mir nicht. Das war die richtige Antwort gewesen, nein. Spendeaktionen nur für Fußball gestattet. Du meinst ja PFH für Pariser Fußball. Ja, BFA. Das ist ein bisschen falsch geschrieben, aber... Was du sagst unter anderem, also es hat auch noch andere Orte das Gesetz. Ja. Wo denn? Mir heisst es nur Bahnhof, ist zum Beispiel verboten. Okay. Aber ich dann andere Orte, aber selten nicht. Wenige andere Ausnahmen gibt es noch. Du darfst nicht über das Drehkreuz hier gumpen. Nein, Gleis nicht überqueren. das darfst du überall nicht. Also es ist nicht verboten, aber es steht nirgendwo Polizist dort, dann gibt er einen Strafzettel. Oder ich bin da 50 Franken gestraft durch Übertreten.
Ja gut, in der Schweiz steht damit, es ist doch, dort steht es verboten auf diesen blauen Tafeln. Auf eigene Gefahr heisst doch immer drauf, ne? Diebstahl verboten. Ich habe gemeint, es steht sogar verboten. Nee, es steht schon verboten drauf, aber das kannst du kein Buß immer. Also es gibt ja die Situation, dass... Diebstahl verboten ist verurteilt. Hä? Diebstahl verboten ist verurteilt. Diebstahl verboten. Wer darf nicht ausrauben? Nur Touristen nicht. Nein. Wäre witzig. Nein, ich kann... Ein Schutz für Touristen meinst du? Was? Meinst du eine Art Schutz für Touristen? Ja. Also ich habe das mal gesehen, weißt du, hast auf beiden Seiten hast du quasi ein Perron vom Zug und dann auf beiden Seiten gehen die Dings auf, die Türen, und dann klauen die Leute etwas, also laufen quasi durch den Zug durch und bleiben gar nicht im Zug drin, klauen etwas und rennen auf der anderen Seite wieder raus. Also hat etwas Aufspringen verboten. Das hat etwas mit Diebstahl zu tun, gell? Nein, Überhaupt nicht, okay. überhaupt nicht. Nein, also in der Schweiz auf der Tafel steht immer Überschreiten der Gleise verboten. Das mag sein. Gibt es vielleicht auch, aber ist kein Gesetz. Das nicht auch, nicht so auch. Aufspringen verboten. Wenn du den Kopf ist, anschlägst, oder wieso? Also nein, auf den Zug aufspringen Aha. verboten. Nein. Also geht es jetzt da allgemein um den Zug oder du redest ja da von Paris? Also redest du jetzt Ja. von der Metro? Bahnhöfe einfach. Allgemein Bahnhöfe. Also Ja. das ganze Billettsystem, das sie dort haben mit der Metro, ist das nicht einbezogen, oder? Nein, nein. Okay. Le Metro. Feuer verboten. Wir darf nicht fühlen. Es ist der Zug abbrennt, weil der das Holzbauer ist. Ja, nein. Nein. Also es ist nur in Paris verboten. Ja. Also, dort, das in Paris ist, also sicher in Paris ist es verboten. Also nicht in Gesamt-Frankreich. In Paris. Ja, was kann denn da verboten sein? Also es muss ein Gesetz sein in Frankreich, das nur für Paris gilt. Mhm. Wir dürfen nicht Eurozatra. sitzen. Oh. Du hast keinen Eurozatra machen? Nein. Das darfst du nicht schon machen. Weißt du in Paris für eine Stadt? Stadt Hauptstadt. von der Liebe. Nehmen wir das Sprichwort von der DB und den wir dort drauf aufarbeiten. Oh Mann. Man darf keinen Sex. Nein. Nicht küssen. Bist du Genau. sicher, dass... Aha, okay. Das ist die Antwort. In Paris, in der Stadt von der Liebe, ist es tatsächlich verboten, sich zu küssen. Natürlich nicht überall, aber zum Beispiel an Bahnhöfen ist es zum Beispiel nicht erlaubt, sich laut Gesetz ist es untersagt, sich an Bahnhöfen von Paris zu küssen. Warum das sehr ungewöhnliches Gesetz ist, weil sich mal ein Paar, weil sich vorher mal verschiedene Paare also Schweden von den Zügen geküsst haben und da das Land macht haben, dadurch hat niemand Zugverspätung gehabt. Ui. Okay. Ich gehe auf Paris. Und Knut ist mit dem Arm genannt, weil er ist da doppelt unerlaubt. Oder wie? Oha. Ich glaube, dann wären wir jetzt so weit durch, wenn ich noch nicht alle, wenn ich nicht ganz mich übersehe, ha? Wie hat Paris früher noch geheissen? Ich glaube, wir haben jetzt bei der Frage 10 durch.
Sicher? Ja, da wär's dann heute somit gewesen. Die 10 Fragen Okay. total genial. Hey, stell dir vor, mit dem Stromausfall hast du es genau auf die 10 geschafft. Ja, ist wahr. Du bist fast- Da! Warte schnell. Nein. Ah, der Ich Flippi mache hat noch eine etwas. Frage. Ja. Wo ist das? Super. Toppay. Keine Nein. Frage mehr. Nein, für heute nicht mehr. Er hat den Doch, ganzen wir Ordner Paris- voll. Wie hat Paris vorher geheissen? Früher noch geheissen? Es hat schon noch So. alles 2 Fragen mehr, weil wir Fünf- sagen, die packen wir das nächste Mal auf. So etwa 50 vor Christus. Wie hat Paris geheissen? 50 vor Christus. Statt Jesu, oder wie? Weißt du, wie damit umgehen? Denken an Comics. Nein. Comics. Comics. An ein bestimmtes Comic. Vor Die haben nämlich Asterix. 50 vor Christus gelebt. Ja. Und wie hat denn Paris geheissen? Ja, nicht. Lutetia! Lutetia, das war bei Asterix und Obelix Paris. gewesen. In Lutetia. Ah, ja. Lutetia! Also ich könnte euch schon nochmal eine Folge rausstellen, aber ich denke, für heute ist das so okay gewesen, oder meint ihr? Ja, ich glaube gut. Ist gut gewesen. Aber wenn das Livestream wirklich bis um 10 Uhr sollte gehen, dann brauchst du also mehr Fragen. Oder tun wir Leute mitmachen? Ausser der Rilo macht jedes Mal Stromausfall. Ja. Ich lösche diese an. Sag schnell Strom aus, Strom an. Gib mir Mühe, fürs nächste Mal. Die nächste Frage ist, wie viel Mal habe ich Stromausfall gehabt an diesem Abend? Ja, genau. 18 Mal, nein, keine Ahnung. Nein, nein. 77 Mal. Also wollen wir sagen, wenn wir uns heute verabschieden und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder seht, sicher, der war das nächste Mal wieder am Start. In der nächsten Woche hat auch eher ein Quiz vorbereitet, so wie ich weiss. Oder mitbekommen habe. Ja, ich glaube, gerade zu dem Thema Stromausfall könnte es noch interessant werden, oder? Am liebsten wird halt, wenn man eine Woche Stromausfall hat. Und nachher hat es immer einen Stromausfall die Woche. Hä? Du messest es. Ja, ich messe es. Definitiv. Wie viel weniger Strom habe ich dieser Zeit gebraucht und ich keinen Strom mehr hatte? Definitiv. Das kann ich Lebt genau mal eine sagen. Woche. Lebt mal eine Woche ohne Strom. Nur eine Woche, das ist noch wenig. Aber unmöglich. Wird Also kein relativ- Handy, kein Computer, kein Genau. Fernsehen. Kein Kühlschrank, kein Tiefkühler. Genau, kein Licht. Wenn, Kein Essen, weil die Tür aufgeben von allen. Kannst am besten gehst du eine Woche zelten, ohne irgendwelche Schnickschnack, die Strom braucht. wenn du mit dem Auto vor der Ampel stehst, einfach die Ampel nicht beachten. Genau. Einfach fahren. so wie in Italien ist Ampel mehr so Informationsding. Kein Auto fahren. Weil da darfst du gar nicht Auto fahren, weil das Auto Wieso? braucht das Strom. Nein, da brauchst du Benzin. Aber du Ja, hast einfach Autobatterie. kein Licht haben. Du hast nicht getankt nach der Pumpe. Wenn du bist und sagst, sorry, ich darf keinen Strom mehr nutzen. Darum habe ich kein Licht da. Kannst du deine Öllampe vorne einbauen? Das ist auch Licht. Ich habe wenigstens noch Licht im Gegensatz zu dir, Purzel, gell? Nur zum Thema. Das ist auch Licht. Ideen sind wichtig im Leben. Und wenn wir uns verabschieden. Und wenn wir noch einen coolen Kanal abonnieren, wenn nur auf dem coolen Kanal gibt es auch so coole, geile Livestreams mit dem Maler und dann auch mit dem Flippy dabei gewesen und dem mit dabei gewesen. Und ja, ihr Moderator, Purzel.
Genau. Genau. Unbedingt bei allen vorbei go abonnieren und go liken und go kommentieren. Oder? Genau. Einfach danke vielmals fürs Zuschauen. Und dann, wenn du noch ein Schlusswort sagen, du auch noch ein Schlusswort sagen. Ich? Wieso Ja. ich? Du die Hälfte nicht da gewesen bist. Schön, ja, danke. Hä? Der hat uns wieder einen Tipp gegeben, für die Frage vom Acker machen und Internet checkt. Damit sage ich euch Tschüss und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hey Mädchen, komm mit mir an die Brienzer See. Dort will ich dich küssen und noch mehr. Und wenn wir dann erwachen, du und ich, dann bleibst du dann für immer, ma chérie, ma chérie. Ja, la, la, la. Hab ich dich fest in meinem Arm, wird's mir in meinem Herz so warm. Schau ich in deine Augen rein, weiss ich, du bist mein Schätzeli. Oh, hey Mädchen, komm mit mir an die Brienzer See. Dort will ich dich küssen und noch mehr. Und wenn wir dann erwachen, du und ich, dann bleibst du dann für immer, ma chérie, ma chérie. Ja, la, la, la. Das mit dir, das fühlt sich an. So wie ich es noch nie hatte. Ich weiß, es wird für immer sein. Weil du bist mein Schätzeli. Oh, hey Mädchen, komm mit mir an die Brienzer See. Dort will ich dich küssen und noch mehr. Hey Mädchen, komm mit mir an die Brienzer See. Dort will ich dich küssen und noch mehr. Und wenn wir dann erwachen, du und ich, dann bleibst du dann für immer, ma chérie, ma chérie. Ja, la, 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 ma chérie. Ja, la, la, la. Mein Schatz nimmt das Fernsehkästchen und sagt, ich bin dran im Fall. Ich sage, liebste, schau die Schweizer Nazi, die spielt heute im Final. Schon vor Wochen habe ich ihr gesagt, heute ist doch Fußball dran. Doch ihr ist das Scheisse gleich, es läuft Glanz und Gloria, das ist der Gipfel. Ja, das ist Höhe.
Beste. Das sehe ich jetzt ganz neu. Alles Bio und nur das Beste. Wo die Rechnung kommt und das glaubst du jetzt nicht. Für die paar Linsen mit Chicorée. Und die Fenkelei kannst du 3-mal mehr als ein Cordon Bleu. Das ist der Gipfel. Ja, das ist der Höhe. Es drückt mir der Deckel. Das kann's nicht sein. Oh, das ist der Gipfel. Ja, das ist der Höhe. Es drückt mir der Deckel. Das kann's nicht sein. Oh, das ist der Gipfel. Ja, 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 das ist der Höhe. Es drückt mir der Deckel. Das kann's nicht sein. Hey, du stehst auf AC/DC, auf knallharten, guten alten Rock, auf Guns N' Roses und Metallica. Hast du schon immer